Kan Maria Sola? Ja. Det ene dorp du hoort al voor 5 jaar niet gereden. De ganze dorp wird ganz bedraagt treurig, wegen dat ze 3-4. Ze wisten niet waar ze wonen aangeven, naar waar ze willen weer leven. Er woont ook een farmer met zijn vrouw en een kleine miauw. Een dag zei de farmer te zijn vrouw, we willen maar vereen beden wegen ons veld tot. De vrouw kwam nu aan, tot met de dochter, en hij verstukt zijn trouw met een ganz hoge stem, zei hij, ik ga je hier tot God, ik ken je er bij, Rabu zei hier net, we willen alle tot beden. Eerst van hij aan de vrouw en aan de dochter. Zij bid, God, mijn daddy is al veroordeeld, deze bedraagt, maar die kost alles doen. Merk dat een dorp ook regenen. Dan, nu een tijd, dan stond hij op, waar ik kon. Ze vroeg hem, hey, daddy, wacht een beetje, wat was du? Zegt hij, ik wil nu de stap kunnen schaffen. Nou, zegt ze, wacht een klein beetje, ik wil ook met. Ze rangt vandaan, holt den regenschirm en dan gaan ze rijden. Dan vraagt ze, waarom brengt die den regenschirm, dat ze drie? Nou, zegt ze, we gaan hier voor een gebed, wanneer we rijden kunnen worden, en den schirm, dan waar we niet worden. Je kijkt dan naar de hemel, weer alle, alle drie, kijkt dan naar maar dan komt aan de stem aan, die zegt, dat is wichtig te geloven, maar dat is wichtig dat we geloven en daarop handelen doen. Dan nam hij haar arm, gaf haar een kus op de stier en dan ging ze naar de stap met een charm over een kop. Het kwam in thema van je leest je wilt op geloven. Albert de Horon zei de boodschap veel zinnig ervan en ik wil al niet als ik te veel maar te zijn heb, maar ik kwam dit woord aan en nee, ja, ik heb er een klein beetje maar van te reden. Dus ik wil aanvangen te lezen in Hebrea 11, vers 1 tot 6. Die geloven als de wijsheid dat we dat krijgen worden op wat we hopen en als ein nicht twijfelen aan dat wat we niet zijn. En door diesen Glauben haben die Verführer ein gutes Zeugnis von Gott gekregen. Durch den Glauben haben wir dort weten dat de ganze Welt durch sein Wort gemerkt hat, so dass alles, was nicht sein ist, von nichts gemerkt ist. Durch den Glauben opfer Gott ein besseres Opfer als kein. Gott anerkennt sein Opfer und gibt an dat teken dat hij gerecht wird. Und durch den Glauben redet aber nach, wann hij ook al dood is. Durch den Glauben wordt hij nog van de eer weggenomen, dat hij niet den dood zag. En hij wordt niet meer gevangen, weil Gott am weggenomen had. Eer hij weggenomen wordt, had hij dat Zeugnis, dat Gott aan hem gevallen had. Aber ohne Glauben ist dat allmählich Gott te gevallen. Wenn Gott kommen will, mag glauben, dat hij is en dat hij dat belohnt, der am ernstlich sehen. Für mich ist wichtig, wir Klimatrieb haben, wir keinen Opfer. Die Bibel beschriftet nicht sehr viel von, das ist nicht sehr klar, warum Abel sein Opfer besser wäre, aber wir haben das Klima wieder nannt gehen, wenn wir in 1. Mose 4, Vers 3 lesen wir von kein sein Opfer, das sagt, dann kommt du ein Tag, wo kein dem Herrn eine Guve und ein Opfer brach. Er brach was von dort, was er auf das Land getragen hat. In einem Vers 4 lesen wir von Abel sind, sagt Abel brauchte eine Guve für den Herrn als ein Opfer. Er braucht nicht das beste Stück von einem erstgeborenen Lamm von seinem Herr. Wenn wir die angucken, ist die Anstellung, die sind ganz verschieden. Das ist in Vers 3 sagt, er braucht was von dort, was er auf das Land getragen hat. Also er braucht bloß mehr was von seiner Art. Dan Abel zien van zijn aanstelling, dat zegt, hij braucht das beste Stück von dem erstgeborenen Lamm. So, dat is du klar, hij hat eine andere Anstellung über das. Und es auch dort verstehen kann, kein der will bloß, er will ein Opfer bringen, was dort wie gerecht und er will was für Gott tun, aber er will das alle bloß tun, zum Gesein sein. Und Abel, aber er tut das am Glauben. Und wenn wir noch wieder lesen, in 1. Mose 4, Vers 7, du sagst Gott zu Kain, wenn die was Gutes verhast, was die doch angenommen sein. So, du bestimmt Gott, dass seine Anstellung, die wird nicht, wo das soll sein. Der wird nicht, der hat nicht am Glauben. Dann wieder in Hebräer auf, da sind viele mal Beispiele von Glauben, Noah, Abraham, Sarah, Jakob, Josef, Moses, Rahab und so weiter. Das sind dort, was wir in der Bibel haben. Aber mir ein Punkt wichtig, wo ich von Klima angehen,
von Rahab auch, in Hebräer 11, Vers 31, sagt, durch den Glauben war die hohe Rahab nicht mit der ungehorsamen Taub umgebracht, weil sie die Spionen freundlich abgenommen hat. Sie wir allein an der ganzen Stadt, sie hat den einzigen, was du noch für die Israel wird, sie hat die Spionen angenommen am Glauben. In vierten Fall, wir uns vielleicht auch allein, meine ganze Familie, die glauben nicht, ich bin allein, an der Dorf, ich bin der Einzige, was die glauben nicht, der andere, die sind alle gegen mich. Aber Kraxis Rahab, er wird uns nicht vergeten, er wird an uns denken, wann die Stadt ist durchschäveln wird. Und dann, wo ich viele gedacht habe, als ich die 3 Monate noch vor dem, ist die Zeit, wo wir leben, die mit dem Krieg, was daran der Welt alle angeht, die Gender Dysphoria, Vierten laut dort alle dies, wir wissen nicht ganz schnell, wo wieder. Aber wir wollen vielleicht nicht das eng sein. Das alle Beispiele in Hebräer 11, sie haben nicht das Versprechen gesagt, sie haben nicht die Belohnung gekriegt, wegen Gott, die wir noch nicht ganz vorig mit dort. Und was wir sagen können von denen, sie kriegen alle, nur was da wird kommen, sie leben für die Belohnung im Himmel, nicht ab ihr, und sie kriegen fairer Wacht nur. Dann habe ich was mehr Vers in Hebräer 11, Vers 15 und 16. Da sage ich, wenn sie das sagen, geben sie unterstehen, dass sie ein Führerland sehen. Wenn sie dabei das Land gemeint haben, was sie rückgetragen werden, haben sie Gelegenheit gehabt, wahre Treue zu tragen. Sie haben aber ein Verlangen, nur was Peter, das ist nicht ein himmlisches Land. Deswegen schämt Gott sich nicht, Gott zu sein und er an eine Stadt Gebet. Sie haben eine Stadt Gebet. Und dann in Vers 39, das wir mal findet, da sagt, diese alle haben durch ihren Glauben Gott seine Anerkennung gekriegt. Sie haben aber nicht dort gekriegt, was Gott versprochen hat. Gott hat von uns noch, was Peter am Fried geplant, und sie sollen nicht ohne uns zu das Vollkommene kommen. Und als ich das so reinmerke, dann hat mir diese Frauen gestellt. Lebe ich am Glauben? Oder wo ist uns Glauben? Hast du mit der Buben Eva, das ist kein, wir haben das mit gesehen, wir fahren in der Kirche, alleine mit vor der Kosten an, hauptsächlich noch mit mehr, bloß wegen wir wollen gesehen sein, oder haben wir so Glauben das aber, wieder in der Pastor. Der Pastor, was wir tun können, Glauben für Gott. Haben wir uns der noch mit Jesus im Blut bestrickt, das ist die Israeliten deuten, dass die Engel wo bei ihnen vorbeigehen. Oder haben wir so Glauben, das ist der kleine Mjölke, sie hat für ihn gebeten und nicht ging sie mit einem Regenschirm. Wegen sie haben gebeten, wo je das regnen. Wo ist uns Glauben? Oder sieht wie nur Anerkennung ab ihr. Weil wir bloß sein, dass die Menschen uns wollen anerkennen, dass die uns wollen, Gott von uns sein, was sein. Das ist immer wichtig. Wir wollen nicht gleichzeitig sein, aber das ist wichtig, dass wir eine Anerkennung im Himmel sehen. Und dann, wenn wir das nicht so haben, dann, okay, was meint das dann im Glauben zu leben? In Hebräer 12, Vers 1, was saß, du lest ein bisschen mehr davon. Willst du nicht so viele haben, die mit einem starken Beispiel von Glauben aus eine Wolke an uns sind, weil wir nur den Sinn aufleihen, der uns so leicht anhängt und schwerfällig merkt und anhältend dran, so als dort für uns bestimmt ist. Weil wir immer Jesus im Öl halten, der den Glauben an uns angefangen hat und auch fertig merken wird. Jesus kann Frieden haben, aber er nimmt das Lied am Kreuz ab sich und es schon so aus, wenn dort nicht wird und hat sich an der rechten Seite von Gott seinen Thron gesagt. Stellt ihn dann fair, dass ich so viel von den Wahrheitsspannungen sind, die gefallen Leute, du mit je und jene sollen nicht mehr mutlos werden. Das beginnt in jenen Streben, jene sind noch nicht per Blut durchgekommen. Je haben jeden Wut auch für jeden. Dort jeden Mut merkt und Unrecht aus ihnen nicht kennen. Mein Sinn nahm dort nicht leicht von der Herr die belehrt und verzähl nicht, wenn die von angestruft war. Wenn der Herr Gott ist, dem tragt hij traag en brukt Schläge bei jedem Sinn, den er abnimmt. Das ist wie sein dann, Gott, der wird uns belehren und er will haben, wir sollen von den Sinn loslassen. Das wird nicht einmal ganz leicht sein, das ist wie in Hebräer 11, Vers 34 und 38 lesen, da sage ich, sie haben alle gelesen, dass mehr Lichter wirkt worden, dass mehr Lichter wie nicht worden. Aber was wir von ihnen lernen können, sie geben nicht ab. Und jeder einer von ihnen wird wichtig,
dem Gott seinen Plan für euch merken. Gott hat einen besseren Plan für uns. Und gerade ist es wichtig, dass wir dass wir im Glauben leben und nicht abgeben, dass unsere Kinder ein Großkinder von uns lernen können und dass sie wollen dort wieder merken, dem Gott seinen großen Plan erfüllen und seine Richtung bieten. Und dann, was ich so denke, dass, wenn die Hebräer schreiben, wenn die hier nach uns kommen, was würde die von uns sein? Würde auch so steht, der Hebräer sagt, haben wir sein Wort all vergessen? Hij is ook een eigen man en een vader van 3 kinderen, van 12 jaar, 10 jaar en 5 jaar. Ik ken hem al als we nog kleine jongens waren. En van daar is hij een geschäftsman. En God heeft hem een woord gegeven, van daar zo werden we hem een hand geven. Good morning. Zoals jullie zagen, ik heb een schmakke familie. 3 Sachen in Kenia. Hey, ich habe mich von dir insofern interessante Träume gelesen, und dort Kenia ein Gefolgstank. Ein Gefolgstank, es ist ein Gastank. Wenn der Fall ist, dann haben wir du haben, wo wir wollen, und wenn der ladig wird, dann machen wir es einfach brechen. Das Interessante ist, wenn wir unsere Kenia ein Gefolgstank fallen, dann fallen wir unsere Ihnen auch. Und das gibt uns als Familie die Kraft, die uns fehlt, zum Leben, im Fanleben. Mit Leib, in Einigkeit, in Willens uns untereinander zu halten. Denkt ihr noch mal uns aus, so ich schlucken gehen, ich gleich mir nicht hängen, sagen, aber weiten der Rot, fallen der Rot? Wir leben von dem in einer sehr trockenen Welt, in Vierten, für wie Fleisch, tief man an sich hängen zu sparen. So wenn ihr dort auch so jetzt, würde ich bis mit mir einfach ein Tiet, ein Tag in den Weg sagen, wo er kommt mit einem seiner Kinder zu sparen. Wie kann der Gefolgstank mit so feststellen, ist das Bild hier und so? Das sind Dinge, die ladig merken, und das sind Dinge, die Fall merken. Ich will mal reden von, was die Fall merken, aber was die Dinge, die ladig merken, das sind, wenn die Kinder nicht läuft fallen von ihren Eltern, oder wenn die nicht genug Zeit sparen mit ihnen, oder nicht belehren dann. Was passiert mit einem Kind, wenn der Tank ladig wird? Erstens, da wird es ein Loch in sich selbst, was sie dann proben zu fallen. Und dort, meistens ist es dann, sie sehen ja Tension zum dort fallen. Da kann auf verschiedene Wege sein, in der Schule Bullying, erst wird frech sein, und wenn nicht alle wollen, kann es auch Alkohol sein. Ein anderes Ding ist, sie fühlen sich unsicher, trägend, nervös, manchmal depressed. Sie fühlen sich nicht, was wird, dull, sie werden leicht dull, manchmal wissen sie nicht mehr, woran. Und, aber ohne andere Sicht, was passiert, wenn ein Kind in den Tank voll ist? Dann haben sie ein gutes Self-Esteem. Sie sind dann im Vertrauen in sich selbst. Die kehren für einen anderen, der von sich was wird, positiv. Und dann haben die Leute mal Exit in ihr Leben. So, ich will Dinge abnehmen, was wir können tun, um den Tank zu fallen. Nummer 1 ist bedingungslose Liebe. Wie wir unsere Kinder wissen, dass wir endlich in den Kreisen, wo sie sind, oder was sie tun, dass eine bedingungslose Liebe ist. Wenn wir ihnen bloß Liebe beweisen, wenn sie was Gutes tun, dann geht den Mut drauf, dann fallen sie bald das, ich kann nur schnell was Gutes tun, was gut genug ist für meine Eltern. Ich hänge aber die Pfoten Liebe ab in verschiedene Wege. Da kann man recht sein, dass wir unsere Kinder so gleichen, aber wenn das nicht in ihrer Sprache ist, dann fallen die das nicht immer. Ich darf ein Buch studieren von Gary Chapman, und du redest dort von 5 Liebesprachen. Das sind physischer Kontakt, Bestätigungswert, Wertvollität, Geschenke und Dienst. Wenn wir als Eltern können, unsere Kinder ihre erste Liebesprache fängen, dann haben wir die Liebe ganz wiesen. Das ist aber wichtig, diese alle 5 Liebesprachen geben. Aber fängt, wenn ihre erste, also was sie bald abfuhren. Ich will ein klein bisschen reden von jeder eine. Physischer Kontakt, dort ist ein Hug,
een Kurs, in de heenholen, met die boys te wrestling, oder een kind bis aber schoot holen. Eerst wat de fysisch is, dat physische Kontakt. Dat tweede Bestätigungswir, dort ist von wie man wir sein, wo wir entgleichen tun. Da kann auch sein, loven, Rut geben. Da kann even sein, in Not abschreiben und dort in der Lunchbox nehmen, wenn sie dort mit in die Schule nehmen. Nummer 3 ist wertvolle Zeit. Das ist, wenn wir an sich Kinder Zeit sparen. Mit ihren Typ sein. Und hier ist es wichtig, dort wieder ein Gunst zu sein. Nicht an uns Phone scrolling, du bist besiegt und sein, wie dort machen die Kinder Bild. Das ist einer Gunst bei ihnen ist. Und da kann ich sagen, erst Projects mit ihren Typ tun. Games spielen, oder bis Hangout, erst wo Handfahren, Team mit ihren Span. Da kann ich sagen, mit ihren Typ in Unkas merken. Wir würden also denken, wenn ich das selbst tun, wie ich das viel erfolgreich habe. Aber wenn ich denke, dass was die Blumen erzielen, so Tidsbämmer einsehen Kind, dann ist es wird und du mit Anteil. Ein Freund sagte mir, was am interessant wird hier von unserer Kommunität, dort wieder ein Typ als Familie Rahmendash umgesehen. Er sagt, wieder dieser gewarnt, jeder einer kann sich sein Eten holen, seine Schiff, in seine Schlupfstunden, einer ging für ein TV, alle gingen apart. Und er sagt, einmal eingelut wird, und heute sein würde Menschen tun so, der Familie, der Typ eten, da ein bisschen Sharing von ihr Dach, also da wir eine Connection gewesen, das hat mich interessiert. Noch ein erst Geschenke. Ich glaube, alle kennen gleich ein Geschenk, aber eins zu nehmen, das ist eine Sprechung von Live. Und da kann ein kleines Geschenk sein, wenn du an der Reise fahren bist, bis 3, wenn er dann was bringt, dann denken sie, oh, na, dann wollten die dort um mich gedacht. Da kann ein Geschenk sein zum ersten random Tag, nicht bis an Geburtstag oder so. Noch ein ersten Dienst, das ist, wenn wir erst was für ihn tun. Materials halten, oder wenn sie in Trouble sind, ein bisschen Ruhe geben. Wir haben 3 Kinder, in kleinen, wenn das sehr rein sind, der Live-Sprach ist enorm verschieden. Ich habe eins, wertvolle Zeit, wenn ich mal am erst vor Tipp spielen, der Basket, mit Motto vorne Fashion, dann kann ich folgen, wo ich weiter da ich am gleichen da. In ein anderes, sag gleich so Bestätigungswert, wenn ich mir immer wissen, was ich gemerkt habe, wenn ich dort an Luven da, oder bis erst wird sein Luven, dann kann ich ein Sparkle in der Übung sein. So weiter da ich gleichen da. Und das dritte, du kannst haben nicht ganz figuren, wo der Live-Sprach ist. Ich wollte physischer Kontakt als ein von denen. Wegen sag gleich so, meine Schritt zu setzen. Sag gleich, wenn ich Regen beteckeln da, mit ihr Haar spielen, aber gleich nicht kaum sein. Der würde nicht gleich kaum sein, wenn wir nicht bematen dahin. Und dann, aber sag gleich auch so, Geschenke. Aber gelobt sein. Und kleinere Kinder als ihre Live-Sprach ein bisschen schwerer auszufängen, aber wenn nicht alle wollen, ticken die auch gut. So, ich habe nicht gelernt von Live, dass der Tank fallen. Ich habe hier noch einmal was Punkte. Und erst in belehren, wie man an sich Kinder lernen, dort Gott gleich ernt. Und wir können lernen von Genug, klein von seinen Sünden, Gott hat sie sehen, für uns die Schak für ihre Sinn. So können wir vertrauen. Wie man lernen beten, dort ja für auch vertrauen. Und so können wir lernen, dass sie erst von Gott vertrauen, wo immer sie sind oder wo immer sie tun. Nummer 3 ist, mit ihren Reden und Horchen. Das ist wichtig, dass wir Frauen, was ihnen wichtig ist, und dann auch wiesen, dass wir Interessen haben. Dort merke ich vor allem, dass sie was wert sind. Und dass ihr Self-Esteem auch abbilden. Nummer 3 ist, wie man ein Vorbild sein als Eltern. Kinder, die nehmen alles ab, was sie sein, und hier und da. Hier ist es so wichtig, dass wir wissen, dass wir Gott gleichen und dass er uns Nummer 1 ist. Dann sollen sie das auch. Uns dort sein Wort lernen, dass sie mit ihrem Typ die Bibel lernen. Bis Gott sein Licht luten schien durch uns. Wollen sie das abführen. Wir machen, wenn unsere Kinder sein, dass wir ganz in Gott vertrauen und dass er uns Top Priority ist, dann merke ich sicher von im Haus. Und Nummer 5 ist, unsere Kinder schätzen. Wenn sie dort wollen, dass sie geschätzt sind im Haus, dann fühlen sie sich besonders geläuft. Und wenn wir nicht
toedrag worden zum Span mal an sich Kenia. Dankeschön. Tot nächste habe ich Corny Peuters. Hij is ook in Eihemann in Fura van 3 Kinder, 15 jaar, 12 jaar en 6 jaar. Ik heb hem hier zo in de kerk kennengelernt, al meerdere jaren terug. En hij heeft een ganze, heeft al een deel beleefd in zijn leven. Hij is vandaag een businessman, hij is een small group leider hier zo in de kerk. Hij heeft veel met den mensen encounter geschaut, hij heeft een hart voor mensen erreichen, voor Jezus. So wir hem de hand geven, wanneer hij aan zijn woord brengt. Goedemorgen, Hola. Dankeschön für mir Gelegenheit geben, hier zum mit dir was mitteilen. Hierboven ist das Klima mit anders was doing, was das jeder weten. Hey, von der haben wir in Sindach, was wir nahen aus Moot Sindach. Und ich habe mir ein Partner mit einem Timer gewählt. Und mein Timer war ich habe, das ist eine Frau und Jünd. Und glaubst du dort, dass Jesus deine Sinnen zu Gott holen wird? Glaubst du dort? Das ist mein Thema. Aber eigentlich noch Thema nirgendwo, weil ich ein bisschen mit dir reden von wo ich sie abgewaschen habe. Ich will Ihnen mit meiner Lebensgeschichte vertellen. Und alles, was ich Ihnen vertellen will von dir, und erst vor mein befriedetes Leben, was ich noch Single wird. Ich war zu Hause in einem Heim, wo ein christliches Heim wird. Meine Eltern, die waren sehr besorgt, dass wir an Jesus glauben und dass wir am Nu folgen. Ich probeer sehr vorsichtig te leben in mijn leven. En ik probeer goede dingen te doen. Ik zeg niet dat ik bekeerd word. En ik probeer niet slechte weer te brengen. Da passt ik immer so noch ab. Aber als ich 16 Jahre werde, da werden Weihnachten, meistens der halbe Tag so ist, wo mein Leben sich sehr ändern wird. Ich habe meine Freunde früher mir gesagt, man mit will fahren, mit dir fahren. Wie de hele dag, so hij bood me aan. So ik voer met me aan en hij vroeg me als ik wil met je drugs gebruiken en alcohol. En ik zei de eerste paar maal, de eerste paar maal zet ik eraf, maar zum derde maal nam ik er aan. So ik val neer in drugs en alcohol en ik heb voor 7 jaar ben geleefd. Als ik er ben leven deed, een ganz kort een tijd nu dat, dan zei een vriend te mij, was je maar oppassen, dus was je wel niet gefesselt wordt, was je addicted wordt. En dat lachen me aan mij bij eind. En ik zit hier en weet maar op hier, maar dan meer die schankert. Dan zijn we door met dat. En weet je wat, dat weet is dat. Ik word er zo vast aan. Voor 7 jaar. Ik leef in dat leven. Mijn ouderen hebben een dag de entscheiding dat ze mij naar Los Mochis in Aloha schicken. Het zijn 15 Stunden af ongeveer van hier. En ze laten me vastnemen van je zaad. En zij vierten mij naar Los Mochis. Als ik daar aankwam, moest ik geschreven dat ik weer voor 1 jaar erbij blijven. En als ze mij dan aanduiden, dan weet ik door in een kleine stoel ben, wat zij naam en termiet niet drin. Wie een kleine natenstoel met dubbelstakje baden. Hadden daar een ijzeren daar, een sproeten daar, kleine vensteren. En onze bootstoel ben weer 20 liter aan, maar een meer bootstoel. So das ist wie nicht drin. Als ik dus weer een paar jaar bij was, dan doen ze me in een andere Stufe nemen, wo alle andere Insassen sind. So das Zentrum wird durch 80 Personen uitgegeven, ich glaube, wir haben 150. So wird so voll dabei. Als ik dabei weer, wir kriegen nicht gutes Eten, wir haben zu Tiden muss hungern, ich weiß ein klein bisschen, was das hungern, weil wir haben nicht vollständig feines Eten. Ein Tag fange ich an, Bibel an zu lesen dabei. Ich studiere da. Und einen Tag kam ein Angestellter und sagte, ich soll ein Buch am Tag laden. Das ist ja jetzt nicht. Ich soll mal hier mit das lesen. So, wir sagen, halt dabei. Du bist in der Seile Kiel. Ich kann nicht mehr Worte zu hören kriegen. Aber wir gottlos dabei. Einen Tag kam ein Angestellter und dann frühen sie mich, was ich will in der Office schaffen. Ich soll Donations annehmen, so das war ich dort. En då ben krive om ett bättre eten, så då har vi den list schoblen. En als ik då ben schaffen, där vi 3 månader ungefär vergått. Dan kijk min broder dahan, hij bezag me door. Hij kijkt wat dat weer.
En ik kwam aan, ik zal een brief schrijven aan mijn ouderen en ik zal die met een huis zeggen. En ik wist dat over, want ik wil een brief schrijven, ik wil mijn arbeid verliezen in de office en ik wil ze verkiel krijgen, dat wist ik. Maar ik heb nooit meer dat, ik schrijf een brief, geht niet lang, had ik mir de bladafval geschreven en ik knuts dat hoop als een beetje mail en geef dat met een huis. Dat geht niet lang, vielleicht een week later of zo, dan duiden ze me dooruit. Komen ze me holen van door. Als ik er buiten weer, dan ben ik me ver, ik wil niks meer te doen hebben met drugs en alcohol. En dat geht bis een maand, val ik waar ik 3 doen aan. En ik val er ooit aan als ik vorher was weer. Zo, mijn ouderen, ze moeten een scheidung, ze willen me naar Canada schicken. Ze willen me naar Canada schicken, maar ze willen dat met een baas doen. Zo, wanneer je een dag naar Canada voor met een baas, dat is een lange trip. Zo, dat is hoe ik weer. Zo, ik kwam schließlich nach Bad. Was ik doe weer? Ik zag me door een arbeid, ik zag me door een appartement te wonen. En ik zag me door een kerk, en ik zag me door een jongen vanuit de kerk. En ik weet met een toop en de kerk die bood aan, ze willen onrecht gaan. Ik kon, wie maar wil, kan onrecht gaan. Zo, ik ging door het onrecht. En ik laat me troffen. En ik laat me troffen aan mijn geloven aan Jezus Christus. Als ik me had troffen laten, dan weer een ganz korte tijd nodig en dan hier ik dat samen weer van mijn vriend, waar ik in Mexico weer topje was met, ik weer naar Canada getrokken. En ik dacht bij mij zo, vielleicht zou ik het maar voor een opzetten. En vrouw me aan dat denken wat ze nog gaan doen. En ik deed dat. Als ik een opzetten deed, dan zij weer nog een drugs en alcohol ben. En zij boden me drugs aan en alcohol. En wat er passiert? Ik val terug in dat leven aan. Ik had me laten troffen en ik val er terug aan. En dat wil ik lezen in een vers te lezen in Lucas kapitel 11, vers 25 en 26. Wo we dat vingen. Dat zegt es dit, en wanneer hij kwam, ving hij dat huis rein en in ordnung. Dan gaat hij en holt zich 7 gasten, die de ooier zijn als hij zelfs. En dat wordt, en dan trekken zij doen aan. En dat wordt met den mens ooit als het eerst weer. En dat is wat met mij passeert. Ik val in dat leven aan en ik weer ooit ben als vorher. Dat stemt wat in de Bibel zegt. Die vriend kwam terug. Die vriend weet dat ik had me dat hart rein gemerkt. En die vriend wist ook dat ik dat met slechte gezelschap vallen deed. Dat wist dat. En dat trok terug aan. Zo ik weer terug in dat leven ben. Wie is dat schwierig. Dan kwamen er een paar lied, wat een diakonlied waren in de kerk. Ze kwamen mee en ze zeiden, kosten naar ons komen, kosten naar ons huis aantragen. We hebben een groot huis, we hebben 2 kinderen. Ze zijn 3 getragen en ze gaan samen naar de school. Wie af. En ik nam dat aan, ik trok er bij hen aan. Als ik bij hen woonde, dan maar mij nog maar weer vonden en een vriend me opzag. En dan werden ze zeggen, nieuwsgierig, wer vonden die, wat willen die en wat is de plan? In dem Moment steht mir das so, wenn ich wieder 21 Jahre und ich dachte, ihr seid nicht meine Eltern, ich weiß mich gut selbst. Und von ersten Tag bin ich sehr dankbar, dass sie das getan haben, wenn sie wieder bedient an mich und sie wollen mich helfen. Und sie haben mich geholfen. Wir kommen mit der Idee ab, dass wir wollen eine Gebetsstunde merken, wie es Männer. Und wir wollen das einmal die Werk tun und wir wollen ihre Feier machen, nicht mehr. So, wir fangen an mit einer Gebetsstunde und einer Bibelstunde. Een dag als ik daheim kom, dan vraagt de prediger me, doe je een prediger meer, dan vraagt hij me, als ik van jou beden wil, dan zeg ik, valt het schwierig, maar ik wil het doen. Zo ik bid te Jezus en ik zeg te Jezus, ik kom voor die en ik herken dat en bij kan dat ik een zin zie. En ik weet dat ik ga aardig doen en dat ik aardig doe. En ik weet dat ik een last heb, dat weet ik. En ik vraag die, als die me was te goed houdt, me de zinnen vergeven en me reinmerken van mijn lasten. En dan als ik dat gebed hoor, dan kwam de prediger zo dicht bij mij en kijkt me gelijk in je zaak. En hij vraagt me deze vrouw, geloofst u dat Jezus die heeft in de zinnen tegen je houden? Dan zeg ik, ja, ik geloof dat. En dan kwam hij nog met je dichterbij en dan zegt hij te mij, dat zijn zo wichtige dingen, dan zegt hij te mij, vergeef die zelfs nach hoe die gefehlt hast. Vergeef die zelfs. En hij moet niet meer dat ik me zal mijn zinnen zelfs te goed houden. Ik kan dat niet, dat kan Jezus alleen. Maar wat hij meint met dat weer,
Laat los, wat in dein Leben passiert ist. Laat het los. En ik doe dat. En dat is een zeer schwer ding voor mij, of weer een schwer ding. En ik weet dat het vandaag nog voor veel mensen een schwer ding, dingen loslaten wat passiert is in hun leven. Wer jemand wat angedaan heeft, waar ik hier zelfs hoeveel gemerkt, dat ding los te laten is schwierig. Ik laat dat los. In dem Moment, als ik dat losgelaten, ik kan niet vandaag zijn, mijn zijn 21 jaar terug, hoe ik vrij zie van alcohol en drugs. En Dort habe ich gleich einen Bibelvers zu lesen, was mein bester Bibelvers ist, was mich viel geholfen hat. Und den habe ich in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, wo Jesus das sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, als er treu und gerecht, und er vergibt uns unsere Sünden. Und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So Jesus versprach uns durch, er merkt uns rein von Sinn, er vergibt uns dort. Und Jesus versprach auch, dass er uns was reinigt von unseren Lasten. Laster kann verschiedene Dinge sein. Das kann Drugs und Alkohol sein. Das kann Schminken sein, Tabakbrot. Das kann ein Wirt sein, das kann Eten sein. Das kann Millionen Dinge sein. Was ist dein Laster? Und hast du ein Laster? Wenn wir vor Gott kommen, werden wir anfragen, um zu Gott haben, wo wir gefehlt haben. Und Jesus ist willig, uns frei zu machen von dem Ding, wo wir mit Trübeln tun. Er hat mir eingemerkt, ich bin frei von dort, ich habe nicht ein Verlangen von dort, wegen Wort nicht. Wegen Gott sagt, er wird uns reinmachen. Und wenn er sagt, er wird uns reinmachen, dann merkt er uns rein. Zum diesen Vers, zum dort noch mit aller zu bestätigen, dort Gott uns reinmachen wird, weil ich noch einen Vers lesen, was wir in Johannes Kapitel 8 haben, Vers 38, wo Jesus das sagt, du wehen, wenn die sehen, ihn frei merkt, dann sei ich wirklich frei. Und dort stimmt. Wir sind dann frei. So wirst du frei werden, wenn du mit Dingen tröbeln hast in deinem Leben. Keine Frau und Jünd. Glaubst du, dass Jesus die deine Sinnen zu Gott hat? Das ist eine Frau und Jünd. Wenn du dort nicht glaubst, dann merke ich dir mit, lese Johannes Kapitel 1, Vers 9. Du sagst dort ganz klar, dass Jesus uns reinmerken wird. Und er merkt uns, er hält uns die Sinnen zu Gott, und er merkt uns rein von unseren Lasten. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Nummer 2, wenn du dort glaubst, dass Jesus dir auf die Gott holen, wenn du den Stab nimmst, dass du fragst, um zu Gott holen. Der zweite Stab ist, lass das Ding los, was du hast begonnen in deinem Leben. Lass das los. Wenn du das nicht loslassen, wenn du was auf den Raum kommst, was in deinem Passat passiert ist, ich garantiere dort, mehr 100%, dass die worden terugvallen en je los dan. Denk deze weg, want Jezus dat kunt gehört haben, der wat kunt gemerkt hat, woran wird ihn selbst nicht gehört haben. Lass das los, das Ding. Nummer 3 ist, sieg ihn Freund. Sieg ihn geistliche Freund, was ihn abbauen. Hat gute Gemeinschaft. Das ist viel wert, wenn er eine gute Gemeinschaft hat, ein guter Freund. Der wird mit ihm zusammen lesen, der wird mit ihm zusammen beten, und der wird mit ihm zusammen lachen und mit ihm zusammen reden. Sieg ihn Freund. Das andere Ding ist, sieg ihn in der Arbeit in der Kirche. Wo immer je in der Kirche fahren, wenn die hier tun oder online, wenn die mir sein, sieg ihn in der Kirche. Und du sind so viele Areas in der Kirche, wo ich kann mithalten. Warum sage ich in der Kirche mithalten? Das ist, wenn dann sind wir ein klein bisschen angespannt und uns Leben sind mit Druck in der Kirche. Das hält uns da accountable, dass wir nicht Dinge leicht tun und lostaschen gehen. So ich merke ihn mit. Gott steht mir auf mit offenen Armen. Er ist bereit zum Halten. Wer den ersten Stopp nehmen, das ist wie, das bist du. Und den zweiten Stopp wird Gott nehmen. Dankeschön. Hey, das ist Moot was. Dankeschön. Ich will bloß fragen, dass die abstehen, wenn die dort an Gebet fehlen, das Gebetsteam wird hier fern sein. Vielleicht fehlt die dort bloß für ein extra Gebet für diese Werk, oder du denkst, so, mir fehlt ein extra Gebet für meine Kinder, oder für meinen Freund, oder für was immer das ist. Sie sind hier und so, um für die beten. Vor dem Himmel, ich will bloß ein Sehen über jeden ein, was hier so ist, was uns kicken wird, sehen und durch diese Werk, lass ihn zurückgehen in ein Licht sein für deine Ehe. In die Namen Jesus. Amen. Hey, danke schön für kommen. Hat einen guten Sonntag.
bleib die Heil. Ob dine Gnade ist verloten, all meine Del, auf dine Hand mir home. Van dem moment van ik opwaai, waar ik me doelai, waar ik zing van de schijnheid van God. In constant leven wirst du treuheid. In constant leven wirst du shine.